Guten Morgen, Rosemarie. Guten Morgen. Ja, das ist ja lieb, dass du mich gerufen hast. Was kannst du uns denn heute alles zeigen? Ja, jede Menge Sachen. Ja, das ist so das traditionelle Weihnachtsgebäck. Schnitzbrot heißt es ja bei uns. Also der neulich hat jetzt aber gesagt, Schnitzbrot machen. Dann habe ich gesagt, was ist denn das? Aha. Dann habe ich gesagt, die besseren Leute sagen Früchtebrot. Aha. Jetzt bei uns im Schwäbischen heißt es halt Schnitzbrot. Und da nimmt man ja noch viel das Obst rein. Früher hat man halt Birnenschnitz und Äpfelschnitzler genommen. Ja. Jetzt die Balmersbiere, wo man da dazu genommen hat, die gibt es ja heute gar nicht mehr so. Und deswegen heute ist ja nicht, das Problem gar nicht, da kann man ja im Geschäft die ganze Früchte kaufen und dann nimmt man die rein. Also Zwetschge und Sultanine, Feigen, Aprikosen und das sind ja Datteln. Ja. Also die Sachen und die Äpfelschnitz, die hat also die Gabi dort, dass man wenigstens auch noch etwas von Eigens rein hat. Und auch Quitte habe ich nicht mehr und dann tue ich halt ein bisschen Quittegelee rein. Du hast auch selber gemacht. Auch selber gemacht. Gut. Und noch die Gewürze, Ja, was haben wir denn da für Gewürz? also Zimt, ein Lebkuchengewürz, Ja. Anis, Nelke und eine noch Fenchel. Also das kommt noch alles rein. Und die Nüsse sind auch Und eigene? die Nüsse, das sind eigene, ja, die habe ich also bloß Mahlen. weil bis man das zusammenhackt, das ist einfach ein arges Geschäft. Dann ist es ein bisschen gemahlen. Und auch der Kaffee, weil der Teig, den mache ich mit Kaffee. Aha. Dann kriegt es auch gleich einen guten Geschmack. Jörg, kann es sein, dass du auch einen Kaffee brauchst? Du hängst da wie von Schnitz. Na ja, auf. Und auch das Mehl, also ich nehme halt ein Weizenmehl, also ein Schwarzmehl, das ist 1050er Mehl dazu. Und dann mache ich einen Vorteig mit Hefe und ein bisschen Mehl. Und dann tue ich gleich ein bisschen Rohrzucker auch rein. Und was für Formen hast du gerichtet? Du nimmst Kastenformen. In einem Kastenformen, ja. Ja. Weil wenn man es in Leibler, die laufen die auseinander. Und Ja, super. Du, dann wünsche mir dir gutes Gelingen. ja, also nachher tue ich halt auch einen Vorteig machen davon. Und dann das Mehl und die Früchte drunter. Und Ja. dann muss das gehen. Ja. Und so backt man es noch. Ich habe da im Haarer-Kochbuch von der Luise Haarer ist ein Rezept drin, Schnitzbrot, und da heißt es ja noch auch in Klammern Früchtebrot, Aha. gerade weil das nicht alle wissen, was Schnitzbrot ist. Und das vergleiche ich einmal und dann habe ich auch Ah, da hast du ein eigenes. in meinem handgeschriebenen Kochbuch drin, habe ich mal ein Schnitzbrot aufgeschrieben, das hat Paula von Sturger mal gesagt, dass das sie immer macht. Und dann ist halt aufgeschrieben. Und dass man noch den Teig halt mit Bohnenkaffee macht, dass er einen guten Geschmack hat. Und dann tun es also, wenn der Teig noch gegangen ist, in Kapseln rein und dann tun es backen. Und nachher mit ein bisschen Zuckerglasur streichen und ein paar Nüsse oben drauf zum Garnieren. Und dann ist das allemal auch ein schönes Weihnachtsgeschenkli. Ja. Und du hättest das Rezept verraten? Ja, ich nehme halt Hefe, Schwarzmehl, also das 1050er Mehl, und dann heisst da Birne und Zwetschge, das hat man früher selber halt gehabt. Und Feigen, Sultanine, Mandeln, also ich nehme keine Mandeln, weil die muss man ja kaufen, weil man Nis hat, Walnuss. Und dann die tun auch Zitronade und Orangenschad rein, aber wir machen das nicht ganz so arg, dann tue ich das einmal nehmen rein. Fenchel, Anis, Nelke, Zimt, und die schreiben auch ein Glas Kirschwasser und eine Zitrone abreiben. Aber Kirschwasser, Alkohol tue ich einmal nicht rein, weil Kinder wollen ja auch einmal ein Schnitzbrot. Ja. Und es ist ja ganz gut, wenn man das noch mit ein bisschen Butter drauf isst. Aber ja. So abends als Gutzle. Opferle. Ah ja, klar. So ungefähr. Und dann muss man es also im heißen Ofen, so bei 200 Grad,
so fast eine Stunde backen. Guck mal, meine Mutter hat mir von ihrem Schnitzbrot eins mitgegeben. Oh, das ist aber nett. Ja, da können wir doch jetzt zum Tee, können wir doch eins essen. Der Mama hat ja das gute Rezept gehabt aus ihrer Familie und ich habe da auch noch was, nämlich von der Marie Villinger. Die ist ja 1830 geboren und 1858 nach Besigheim gezogen. Da hat sie nämlich das Rezept vom Zuckerschnitzbrot auf das Christfest 1847 notiert. Zu dem Schnitzbrot auf das Christfest 1847 wurde genommen ein halb Simre Spatzenmehl, ein halb Simre Brotmehl, ein Viertel Simre Zwetschgen, ein halb Simre Schnitz mit Anis, Fenchel, Koriander, Modegewürz, jedes 4 Lot, nebst Zimt und Nelken. Und dass ihr euch das vorstellen könnt, habe ich da mal eine Semre mit nachgestellt. Oha. Eine Semre ist ein Hohlmaß, da hat man früher Getreide, alles mögliche drin gemessen, dann ist oben glatt gestrichen worden. Ja, also ich glaube, das war eine größere Menge, war aber glaube auch eine größere Verwandtschaft für diese da Schnitzbrotbacker hin. Sie hat noch ein zweites Rezept, anderes Schnitzbrot, 3/4 Semre Mehl, halbe Semre Schnitz, Viertel Semre Zwetschge, 3 Lot Zimt, 1 Lot Nelken, für 1 Pfennig Modegewürz, 1 Pfund Mandel, 2 Lot Anis, 1 Lot Fenchel, 1 Schoppen Wein wird an das gekochte Obst genommen. Das sind Mengen, das ist ja schon knackig. Also das gibt ja noch etlich Leib. Ja, die haben halt, aber auch ein größerer Haushalt gehabt, ne? Und dann noch die Verwandte mit bedacht. Ja, Ja, dann hat es auch weiter gelangt. so, und jetzt lassen wir es uns ausschmecken. So, Macht's gut, tschüss! tschüss. Hey Leute, hat's euch gefallen? Dann guckt doch öfter mal in meinen Kanal rein. Oder auf meine Homepage, da hat's ein ganz nettes Programm. Bei uns ist nämlich etwas Butter.